Ekran! Ekranen geef dich op, als wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons taubtiranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom lieve vriend, welkom te Ekran. Dankzij dat u vandaag hier bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en met mij heb ik Arno Hendricks. Ware welkom hier. We vangen het programma aan van een boek te reden wat u geschreven hebt, een thema wat u op verschillende steden gereed hebt. En dat thema nennt sich sterke families. En we hebben van 3 punten geredet, wat sehr einfach sind, aber sehr wichtig, dass eine Familie kann stark und fein und gesund sein. Diese Punkte wären, dass man einfach mal einen Wähler hat, man einen Fernnehmen sein. Ich will eine feine Familie haben. Das Zweite wäre, den anderen zu wissen, wie viel Wert er mir ist. Und das Dritte ist, dass wir vertalen, einfach, dass wir reden miteinander, dass wir Kommunikation haben. So, wo jetzt die Geschichte wieder? Ja, vielen Dank, Eduard, nochmal hier zu sein. Familie is het beste wat we im Leben hebben. En dat beste wat we im Leben hebben, moet we goed oppassen. Een stortje willen hebben, het wonen, een stortje familie hebben, een gezonde familie hebben. En wenn man een beetje over familie denkt, vragen ze mij immer, hoe vang je aan? Hoe is wat moet je doen om aanvangen, een stortje familie te hebben? Ik zei immer, am Dash. Man muss einen starken Dash haben. Was meine ich damit? Dass man sich fernimmt, wenn es eine Stunde oder eine Mahlzeit in der Welt, braucht nicht viel, eine Mahlzeit in der Welt. Wir haben, viele von uns haben die Möglichkeit, 2, 3 Mal Mahlzeiten taub zu haben. Das haben nicht alle Menschen. Aber einmal in der Welt, sich ein bisschen mehr Zeit nehmen für den Dash. Und wenn man eine starke Familie haben will, dann check mal ganz genau den Dash, den Familiendash. Wo du taub eten bist, wo du taub vertalen bist. Und dann kommen diese Sachen, diese Punkte alle klar. Und dann versteht man, dass, da kann ich das anfangen. Also, ich will eine starke Familie haben, dann will ich auf meinen Dash aufpassen. En om Dash, dat is de derde punt, dan leert man eigenlijk te vertalen om Dash. Ik zei, om Dash moet man 3 zaken maken. Man moet goed eten hebben, man moet goed vertalen kennen en man moet Spaß hebben om Dash. Man moet goed kunnen. Wenn man Sachen heeft, schwere Sachen, Dash te reden hebt, dan doet het hem zelf, dan doet het een stoof. Maar om Dash soll das gut können. Ich weiß, bei uns Teacher ist das einmal so, dass wir vielleicht ein bisschen das mitgekriegt haben, um das selber still sein und wir sollen uns fein benehmen, was dann gesagt. Aber vielleicht, wo wir ein bisschen über nur denken, dass das wirklich was Gutes bringen und dass wir die Dash-Gemeinschaft lieber zum Vertalen brücken und nicht bloß still sein, nicht so. Ich meine, du brauchst nu nicht uitgeschreien, man soll sich fein benehmen, um das zu sagen. Aber dass die Zeit auch die gleiche Zeit wird gut gebraucht wird, nicht bloß zum Eten. Und es ist sehr schön. Ich gleich sehr, um das zu sagen, dass es sehr magisch steht und einfach den anderen anzuchecken. Ich glaube, ein von den schönsten Vertalen, was ich persönlich in meinem Leben gehört habe, wäre immer um das. Immer um das, ja. En wenn du een beetje eran denkst, in Jezus. Ja, ook om Dash. En dat een van de wichtigste zaken wat hij ons gegeven heeft, is dat overmaal. Dat we om Dash. Ook om Dash. Daar heeft zich vertaald en daar heeft hij zich metgedeeld. Dus om Dash is niet een stad waar man bloos stil zet en bloos schaffen deed, bloos eten. Ja. Die heet dat ook. Es freuen wir uns total immer, wenn uns sagen, komm um Dash. Aber man, als Vater, als Eltern, muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Wo können wir hier am Dash mit unseren Kindern vertalen? Hier sind sie alle dabei. Und da war ich weiter, was da in der Schule, was da passiert ist, was sie gelehrt haben.
En kon je vertellen wat het in de arbeid heeft. Kon man vertellen wat het in huis heeft. Kon man vertellen wat man zuipen wil als familie. Zich een beetje metteilen, een beetje dromen. Of waar man gaan spazieren wil. Dat kon man zich veel vertellen. Wo was du mal, wenn du $10.000 hast, wo wirst du mal spazieren willen? En zo aan. Sehr schön. Hast du einen weiteren Punkt, was wichtig ist für eine Familie? De nächste Punkt ist auch interessant. Taub spelen. Taub wat doen. Taub spazieren. Ik had een vriend, zeg ik een vriend. Hij had zich helemaal dinsdag op een avond. Hadden dash spels met de familie. Zaten ze im dash. Speelden ze Korte oder andere Speltje. Wie meer zei je met dadels, wat zegt man dadels? Die Würfel, ja. Wie zei dat zo plot is, alles oder nichts. Zijn 6 Würfel en dan schmied we dat de Würfel en dat je heeft dan Punkte verschiedenen lagen en dan moet einer zich een beetje meer anstrengen. Sich riskieren manchmal, dann kann man sich lernen, wo jeder sehr spaßig dann. Also wenn man die Familie sich Zeit nimmt, Sachen taub zu machen. Ja. Bei uns in der Großstadt, wenn Muttertag ist, Mutterdag, ja. Ja, Mutterdag, fahren viele im Restaurant. Ja. En daar is alles vol mensen zo wieder. En die en toen eerst niet alles met moet daar wachten en dan komt het eten. Alles zo schwind. Kon het niet vertalen daar. En ik weet dat mijn vrouw maakt dat zij dat we op een park spazieren voeren. Dan nemen we ons een paar sandwich, een beetje wat te drinken, een daadje. Dan gaan we einfach daar een park aan een boom. Maken we daar onze beelden, vertalen, eten. Roeien hebben een zeer roeie tijd, spelen een beetje met een bal. Zo wordt als familie doen. Wichtig dat je wat je doen gaat. Ja. Persoonlijk kan ik zeggen dat mijn oudere hand ons ook een ding met je heeft. Dat we bed van de eerste dag, we zijn een familie met mijn Schwester en mijn derde kinderen al even 40 mensen. Maar we voeren ieder jaar voor 2 oder 3 Nächte Rüd irgendwo. Als Familie, wo vielleicht eine Piscine, also so ein Swimmingpool ist, wo wir im Wasser können sein, oder schönes Eten, ans jetzt im Wasser alles schön. Und hat einfach 2, 3 Tage eine schöne Zeit, wenn wir wohnen verspreit, so ich wohne in Bolivien, in Paraguay und so weiter. Aber einmal das Jahr sind wir alle taub für eine längere Zeit und haben dann auch immer Singstunde, Gebetsstunde, wo wir uns mitteilen, wo wir bloß lachen, Quatsch spielen. Wir haben auch immer das Jahr so eine Sache, aber das einmal, wo wir das extra tun. Und das ist uns alle, ich glaube, jeder von uns Kindern sehr, sehr wichtig. Dann hat man immer Geschichten zu vertellen, was da alles passiert ist. Ja. Und den Bruder kann man ja uitlachen. Das ist sehr, sehr schön. Also wenn man dort in Schlinen geht, so einmal in der Welt mit der Familie, en dan manchmal spazieren fahren, manchmal Ferientag machen. Mijn Schwiegerpaar deed ook dat immer. Roept ons alle taub van de ganze Welt en dan wie we daar voor een week taub hebben. Immer Geschichten te vertellen. Sehr schön. Wann wo die nächste? Wann wo uns 5. Punkt sein, wat du... De nächste Punkt ist ein interessanter Punkt. Zanken. Okay. Wer zankt nicht? Na, jeder Familie zankt. Jede Familie. Wer brellt sich nicht gut? Aber was macht man damit? Ja, man moet het leren irgendwo thuis conflicten te lezen. Ja. Okay. Onze kinderen zijn het zang. Ik zei het zang met mijn broeder. Aber onze ouderen hebben ons immer dat gevierd. We moeten dat in orde brengen. Ja, wir haben uns mit großen Steinen heran. En bei uns thuis, manchmal wurde erstmal verpredigt und dann muss man sich um Vergebung beten. Wie sagt man? Um Verjährung. Den Verzeihung, oder Vergeben, ja. Den anderen vergeben. En man moet het thuis leren. Ik heb falsch gemacht. Ik zei immer, we moeten eigentlich drei Sätze. We moeten 3 Sätze zijn. Sätze, ja.
Als je een Fehler gemacht, bitte vergeef me. Het zie die goed. Okay. En dat moet man tussen leren, ja. Okay. Wenn de Tjener een of de worst van den anderen neemt, oder wenn wat kaputt geht, wenn de Tjener nicht gehorchen, oder wenn wir als Eltern mal Fehler machen, moeten we ook toch leren. Ik heb een Fehler gemaakt, bitte vergeef me. En het zie die goed. Fehler maken, wer mag niet. Alle maken. En we schämen ons veelmaal met onze Fehlern, willen de verstappen. Ja. En willen niet weten wat we falsch gemaakt hebben. En dan hebben we schlechtes gewest en bidden we ons zo aan. Maar wenn wir tust das leren en zeggen, bitte vergeef me, ik heb een Fehler gemaakt. Ik heb een groot kind, manchmal, ik heb dat woord am dash. Ja. En ja, ik weet niet waar dat hergekomen is. Maar ja, dan wezen we zeer verlegen dat dat passiert is. Dan zien we de Fehler passieren. Wie zeggen Portugiesisch, acidentes acontecem. Nu eenmaal wenn een Fehler is, dan zeggen we, nou ja, is een Fehler passiert. Het passiert. Is niet schlimm. Kan man abriemen, kan man Entschuldigung zeggen. Kan man vom Nieren anfangen. Ja? Dat moet men im Kleinen leren. Dan met men im Groten, wenn man nachher Probleme heeft, dat Problem te lösen. Und jede deutsche Familie heeft een Weg. Jeder heeft so zijn Ort, een Problem te lösen. Ja? Als meine Mädchen kleiner wären, dann mussten sie sich umarmen da, für mich. Man muss noch aufpassen, dass sie sich nicht dann noch kniepen beide. Ja. En dat ging dan een beetje aanvangen ze om te lachen. Dat is dan spaßig is. En dan moet ze leren, bitte vergeef me. Ik heb een Fehler gemaakt. Het zie die goed. Einer dem anderen dat zeggen. Wenn man dat im Kleinen leert, dan kan man dat ook im Groten maken. Een Fehler maken is niet een Schande, is niet zum Schämen. Das ist einfach Part vom Leben. Das passiert. Wichtig, was sehr wichtig ist, wenn man Fehler macht, ist, dass man da was lernt. Ja? Und so muss jede Familie seinen Weg finden, wo man seine Probleme lösen wird. Nicht bloß groß überwachen. Nein, das ist noch schlimmer dann. Ja. Der letzte Punkt. Was ist der letzte Punkt? Der letzte Punkt ist, dass man taub beten. Okay. Dass man taub das Wort Gottes lesen. Einfach jährliche Gemeinschaft. Dass man zur Church geht. Dass man über jährliche Sachen vertelt. Ja? Das ist sehr wichtig. Da kann man weit reden, viel reden, ja, darüber. Aber und das fängt mit dem Mann an. Bei uns hat das gesehen, dass die Älteren, die Papas, die wollen nicht beten. Warum? Dann können wir auf einmal dort heilen. En dan moet je stolz zijn. En de mannen moeten leren te bidden. Ook wanneer ze healen. Ook wanneer ze healen. Het is wichtig dat ze healen, dat ze dat zijn, dat het aan van horen komt. En taub als familie bidden. En dat zien we mannen niet voor de vrouwen laten. We mannen moeten dat voorop doen. En dan de familie dat aanleiden. Ja, aanleiden. Ja. Sehr schön, Arno, schön von dir hier. Und hast du noch ein letztes Wort, was du alle Familien geben wollen? Wat ik al am Anfang zei, Familie is het beste wat im Leben ist. Dan entscheide je, du wirst eine gesunde Familie haben. Je hebt die ganz Hand. Der ganze Himmel ist für dich, Gott ist für dich, der Heilige Geist ist in dich. Und du wirst das schaffen, aber willen en stort willen, dan word je een stortje in je gezonde familie hebben. Gott segne die. Vielen Dank, Arno, und mag Gott dich segnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.